150.000 Besucher und die meisten in Lederhosen. Das German Fest in Milwaukee. Von deutschen Auswanderern für Deutschlandfans. Spanferkel, Schweinshaxen, Sauerbraten, Bratwürste und natürlich Bier. Nur eins wird importiert, die Schmalzler, eine bayerische Volksband. Aber der Reihe nach. Jetzt heißt es erstmal einchecken am Flughafen München, morgens um 6. Und schon beim Ausladen gibt's Stress. Der LKW versperrt die Straße. Einsatz für einen deutschen Ordnungsbürger. Es ist keine Ladefläche. Der LKW muss weg, mit Gepäck. Die Jungs nutzen die Zeit. Auf Amerika, ne? Ja, eine gute Reise, aber schöne Zeit in Amerika. Ja, Milwaukee, willkommen. 1, 2, 3, 4. Prost! Blutwurzschnaps, 50%. Genau das Richtige zum Frühshoppen. Damit lässt sich Runde 2 und 3 der Auspackarie entspannt bewältigen. Vorfreude bei Schlagzeuger Karl. Uns geht's gut. Wir haben ein unbeschreiblich schönes Gefühl und wir freuen uns auf Milwaukee. 9 Männer, 19 Koffer, jede Menge Instrumente und ein Problem. Der Fritz fehlt. Fritz ist kein Musiker, sondern Freund der Band. Kurze Panik. Doch dann taucht er auf. Der Urbayer organisiert selbst Volksfeste und will nun sehen, wie die Amerikaner feiern. Ja, schau her, mein ganz paar Schuhe auch dabei. Gut gerüstet kann es nach Amerika gehen für Fritz zum ersten Mal. Da habe ich Bauchweh gehabt, dass ich meine, ob jetzt ein kriege Kind. Nicht. Aber eigentlich nicht hier, weil wir nicht hergefunden haben, weil wir uns verfahren haben. Das war das blödig, aber jetzt passt's. 4 Tage, 8 Auftritte. Eigentlich Routine. Trotzdem sind die Musiker nervös. Wir waren noch nie dort, wir wissen nicht, was uns erwartet und das ist eben der Kick, das uns das gibt und wir freuen uns wirklich sehr drauf. Ein Stück Heimat rüberbringen, das ist für den Ami oder für die Auswanderer aus Deutschland sehr wichtig. Jetzt erst los. Prost, aber guten Flug. Apropos Heimat, die wird mit einem zünftigen Frühstück verabschiedet. Wer weiß, wann es das nächste gute Bier gibt. In Milwaukee ist Klaus Fromme im Stress. Ohne den gebürtigen Deutschen geht hier nichts. 1 Jahr lang hat er das German Fest mit vorbereitet, ehrenamtlich. Trotz all der Mühe, für ihn ist das Fest der Kontakt zur alten Heimat. Ich komme von Deutschland und um die Kultur aufzubehalten hier in Amerika, haben wir uns entschlossen, das Deutsche Fest hier anzufangen und deswegen bin ich seit Anfang an mit dabei. Deutschland ist immer noch meine Heimat. Ich wollte nur mal fragen, ob ihr alles habt? Nein. Was braucht ihr noch? Die Tische? Wir brauchen noch runde Tische. Wir brauchen die Shelves. Kaltes Wasser. Klar, ich habe kein Wasser. Ich sage George Bescheid für das Wasser und dann kann er Klempner rüberschicken und uns aufmachen. Okay? Danke. Als Präsident vom German Fest hat Klaus alles unter seiner strengen Fuchtel. Das ist auch nötig bei 39 Vereinen und 3000 freiwilligen Helfern. Einziger Wermutstropfen für den gebürtigen Niedersachsen, das Bier. Das ist nicht original, aber so authentisch wie möglich. Wir dürfen kein Bier einführen, weil das Fest hauptsächlich bei Müller gesponsert ist. Das German Fest Bier ist gebraut nach dem deutschen Rezept, nur fürs German Fest. Wenn German Fest vorbei ist, gibt es das Bier nicht. Nach 9 Stunden Flug haben es die Schmalzler nach Chicago geschafft. Fest wird Fritz kennt jetzt nur eine Mission. Er will in die Küche vom German Fest. Ich kann mit einem Knüdelbrot zuschauen oder mithelfen. Oh ja, nicht nur zuschauen, da muss mitgearbeitet werden. Und in der Küche auch. Ja, und dann auch hinter der Bar ein bisschen Wein ausschenken, ein bisschen Bier. Ja, mach ich auch, kein Problem. Vom Flughafen geht's direkt zum Festplatz, auch wenn die Schmalzler schon viel gesehen haben. So etwas noch nicht. Irgendwo ist das typisch amerikanisch, alles zu übertrieben. Gondelbahn mitten durch den Festplatz, also gibt es nicht immer. Bier aus Kunststoffflaschen gibt es eigentlich bei uns in Bayern auch nicht. Aber das ist eben Amerika. 6 Bühnen, 35 Essstände, Zelte für Kultur und Tanz, alles direkt am Michigansee. Selbst Festwirt Fritz ist beeindruckt. Hinten gibt es das Chili, Miller Chili, was ist das? Ich habe mir das nicht so vorgestellt. Die haben da was. Die haben wirklich was, gell? Brutal, ha? Das ist ein Wahnsinn. Das kann ich gar nicht glauben.
Die nächste Gelegenheit zum Staunen, die Bühne. Hier soll die Band 4 Tage lang den Amerikanern einheizen. Einfach toll. Ich hätte mir es nicht so vorgestellt, ich hätte mir mehr Bierzelte, Festzelte vorgestellt, dass das alles im Freien ist und Open-Air-Bühnen sind. Also, wenn ein schönes Wetter ist, kann man das ganz toll vorstellen. Platz genug für ihre Show haben die Musiker auf alle Fälle schon mal. Auch die Instrumente haben es unbeschadet nach Amerika geschafft. Genauso wie die Schmuggelware von Max. Da gibt es natürlich noch ein paar Geheimfächer, wo dann auch noch sowas Platz hat. 1, 2, 3, 4. Los! Los! Nächster Morgen. Einsatz für George. Hallo Fritz, gut. George. So. Auch ein Bayer oder was? Ja, ich bin ein Schwab. George ist der Mann fürs Essen. Nur Schnitzel hier. Das ist das Mehl, ne? Willst du es verkosten? Ja. Super. Und weiter zu den frisch gelieferten Spanferkeln. Wahnsinn, hervorragend. Wenn ich schaue, jetzt wie die Spanferkel schon eingewürzt sind, vom Geschmack her super. Ein bisschen ein Biss, ein Pfiff und dann. Aber Ja, wie gesagt, ich bin jetzt morgen gespannt, ich kann mir das nicht so richtig noch vorstellen, dass das so schnell geht. wir machen das ja schon für 28 Jahre. Wie lange machst du schon? 30. Da haben wir ein bisschen was von dir gelernt, jawohl. Vom Schnitzel bis zum Rollbraten. Für Fritz ist es das reinste Schlaraffenland. Wird die aufgespießt oder habt ihr da so Gitter oder was zum Beispiel? Die haben die Gitter. Das ist draußen. Gitter, Ja. Gitter, oder? Überraschung für Klaus gibt's beim Senf. Das ist besser wie der unsere. Das was? Besser wie der unsere. Das meiste ist Deutsch. Das kennt man schon, dass deutsche Hände dahinter stecken. Obwohl Fritz in Bayern selbst große Volksfeste organisiert, die Dimensionen hier beeindrucken auch ihn. 32 Schweine zugleich und Ja, 150 Hähnchen. Auf einmal auf dem Grill drauf. Das ist so brutal. Kannst aber morgen schön arbeiten damit. Ja, mir macht das nichts aus. Wir haben einen Bayern. Jetzt sagst du, ob er das Und Bayern, die schlagen zu. Die Schmalzler genießen währenddessen Milwaukee am Pool. Für sie beginnt der Stress erst morgen. Seit 20 Jahren gibt es die Band. 100 Auftritte haben sie im Jahr und das neben Jobs und Familien. Bisheriger Höhepunkt, der Grand Prix der Volksmusik. Alle Musiker kommen aus dem tiefsten Bayern. Volksmusik muss man irgendwie aus dem Herzen raus machen. Das muss von innen kommen, das muss man erleben. Ich liebe bayerische Volksmusik. Aus dem Grund, weil das immer mit der Heimat verbindet. Nächster Morgen 5 Uhr. Live-Fernsehauftritt für Organisator Klaus. Dann haben wir als Spezial einen Bienenstich, einen puddinggefüllten Mandelkuchen. Wichtigste Frage aller Reporter: Was gibt es zu essen? Aber auch die Bands müssen ran. Erster Einsatz für die Schmalzler. Erst gibt es noch ein leichtes Frühstück, dann der Showdown. Vom Alphorn über eine thüringische Band bis zu einer Traditionstanzgruppe aus Pommern. Deutschland kompakter geht nicht. Und die Schmalzler sind die Topstars. Live-Interview auf Englisch. Für Robert ist das Premiere. Und das sind die Schmalzler. Und ihr kommt aus Bayern? Ja, wir sind aus Bayern. Bavaria. Und dein Name ist Robert? I'm Robert. Ich bin Robert, ja. Und du hast das beste Englisch in der Gruppe. Ja, ein bisschen. Wie gefällt euch die Stadt? Die Stadt ist wunderschön. Die Leute sind sehr nett und uns gefällt es sehr gut. Und wie schmeckt euch das Bier? Dann ist es Zeit für Fritz. Zusammen mit George ist der bayerische Festwirt überall, wo es brennt. Erste Station, der Sauerkrautstand. Das kommt von einer amerikanischen Firma mit deutschem Besitzer. Gekocht streng nach deutschem Rezept. Ist es so gut wie alles oder ist es besser? Nein, das passt. Das. Besser nicht, aber so. Nein, das passt. Das. So wie bei uns. Bei uns wird es auch verschieden gemacht. Wir machen so, wir machen so. Da. Geschmackssache. Geschmackssache, genau. Das Sauerkraut muss noch ein paar Stunden schmoren.
Das gibt's als Beilage zum Spanferkel. Nächster Hilferuf, die Bäckerei. Hier werden Strauben vorbereitet, eine Art Spritzkuchen. Das ist zwar eher österreichisch, aber die Deutsch-Amerikaner sind da nicht so streng. George zeigt, wie es geht. Der Teig wird in eine Form gegossen und in Öl ausgebacken. Dann muss Fritz ran, auch wenn er Strauben zum ersten Mal macht. Es läuft wie geschmiert. Der Urbayer ist begeistert. Dass er von Deutsch-Amerikanern noch was in puncto Rezepten lernen kann, hätte er nicht gedacht. Zur Belohnung gibt es einen Strauben mit Puderzucker, Kirschkompott und, ganz wichtig, Sahne. Super, nur mal gleich ein Rezept beschaffen, weil das muss ich gleich mitnehmen und muss ich bei mir beim nächsten Volksfest in Droschbeck gleich einführen. Für Präsident Klaus läuft der Countdown. Noch 2 Stunden bis zur Eröffnung. Jetzt heißt es, feilen an letzten Details. Die Bar ist noch nicht auf, die Bar hat noch kein Geld. So, ich bin runtergefahren, um nachzugucken. Klaus dreht seine Runde. In den letzten Stunden vor Eröffnung des German Fests sind vor allem 2 Sachen wichtig. Improvisationstalent und Humor. Ich habe nur 6 Leute für 2 Bars heute Abend. Ja, das ist gut genug. Größere Katastrophen scheinen auszubleiben. 1 Jahr Vorarbeit und 28 Jahre Erfahrung zahlen sich aus. Klaus' einzige Sorge, das Wetter. Aber dieses Jahr sieht es selbst damit gut aus. Wir haben jetzt alles nachgeguckt. Alle Dekorationen sind im Platz. Die Umkleidekabinen sind fertig für die Kapellen und auch für die Mitarbeiter. Wie es aussieht, ist alles unter Kontrolle. Einweisung der Security. Ihre Aufgabe auf dem Fest? Sicherheitskontrollen, Betrunkene, Familienstreitereien und Taschendiebe. Ich wünsche uns ein sicheres und erfolgreiches Fest. Vor allem ein sicheres. Beim German Fest haben wir entschieden, keine Metallsuchgeräte zu verwenden, weil es ein Familienfest ist. Wir vertrauen den Gästen. Meine Mitarbeiter sind außerdem trainiert zu erkennen, wenn jemand eine Waffe trägt. Für die Schmalzler wird's langsam ernst. Allerdings müssen sie vor dem Auftritt noch eine Hürde nehmen. Den Soundcheck. 1,5 Stunden haben die Schmalzler, um die fremde Anlage in den Griff zu bekommen. Dann eröffnet das German Fest. Tontechniker Christian kämpft mit Händen und Füßen gegen die fremde Sprache. Here is moderator and Gitter and here is Gitter and Bariton und E-Bass, Bass-Gitter. Das läuft schon mal ganz gut. Leider nicht mehr lange. I'm Christian, the techniker for die Schmalzler. And we have a laptop, I need 2 stereo. Alle kämpfen mit Sprachproblemen. Stimmt, vorne. Glücklicherweise scheinen die Techniker Gedanken lesen zu können. Habt ihr hierfür einen Adapter? No. Nein? Oh. Kein Adapter heißt kein Keyboard, kein Laptop. Es ist ganz schlecht für uns. Wir müssen eins finden, da unsere Geräte nur mit 230 Volt funktionsfähig sind. Wenn wir jetzt keins finden, dann weiß ich momentan noch gar nicht, wie es weitergeht. Krisengespräch bei den Schmalzlern. Keiner weiß weiter. Nur die amerikanischen Kollegen bleiben entspannt. Sie nehmen das alles leichter wie bei uns zu Hause. Bei uns würde schon alles in Hektik ausarten, aber da ist easy und irgendwie wird es schon werden. Und siehe da, von irgendwo taucht ein Adapter auf. Improvisation auf Amerikanisch. Welche Lieder aus der Heimat die Zuschauer hören wollen, wissen die Schmalzler noch nicht. Nur, es muss noch volkstümlicher sein als daheim. Statt Volksmusik und Wiesenhits gibt's Schneewalzer und Ententanz. Für Techniker Christian zählt nur eins, dass die Anlage funktioniert. Wir haben es geschafft. Alles super. Das ist auch höchste Zeit, denn die Zuschauer stehen bereit. Der Startschuss fällt, das German Fest beginnt. Das heißt vor allem deutsche Kultur, wohin man schaut, und Essen in Massen. 40.000 Bratwürste, 5.000 Hähnchen, 200 Spanferkel, 70.000 Liter Bier in 4 Tagen, das ist Rekord. Und auch die Tracht hat es bis nach Milwaukee geschafft. I
Ich mag die Tänze wie Polka und Walzer. Ich esse gerne Schnitzel und Bratwurst und ich mag Jägermeister. Selbst am Alphorn geben die Deutschlandfans alles, auch wenn das nicht immer reicht. Sogar die Vögel hauen ab. Für Klaus geht's zum lang ersehnten Höhepunkt. Vor tausenden Deutschlandfans und vielen Ehrengästen darf er das Germanfest eröffnen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, bitte bleiben Sie für die Nationalhymne stehen. Die deutsche Nationalhymne. Und das in Amerika. Für die Schmalzler ein großer Augenblick. Und für Klaus die Gelegenheit für einen ersten Schluck Bier. Die Organisation ist ganz gut gelaufen, alles hat geklappt, einige Probleme, aber wir sind zufrieden und wir freuen uns auf ein schönes Fest. Ja. Dafür sollen auch die Schmalzler sorgen, obwohl sie nach 20 Jahren Bühnenerfahrung absolute Profis sind. Nervös sind sie trotzdem. Bis jetzt haben sie keine Ahnung, ob den Deutschamerikanern ihre Musik überhaupt gefällt. Ein schneller Blutwurz und alle sind bereit. Wie wir es genau machen, das können wir erst sagen, wenn wir ein paar Lieder gespielt haben. Weil dann merkt man eigentlich, wie die Leute oder was die Leute haben wollen. Wollen sie jetzt echt mehr auf Stimmung und auf Gaudi oder wollen sie mehr die ältere Volksmusik? Und dann schwenken wir dann automatisch. Das geht dann nur auf kurzes Nicken und ein paar so Augenzwinkerzeichen und so zu den Kollegen. So funktioniert das dann. Je volkstümlicher der Auftritt, desto besser. Spielen in Tracht ist deshalb Pflicht. Während die Jungs noch auf den Konzertbeginn warten, ist Festwirt Fritz schon in seinem Element. Er hilft mit am Spanferkelstand. Die müssen vom Spieß gelöst und zerschnitten werden. Wichtig natürlich auch die Verkostung. Wenn es nicht runtergibst, du kannst nicht auf das Flugzeug. Ist mir wurscht, dann bleibe ich gleich da. Vom Geschmack her ist super, weil das alles mit Holzkohle gemacht ist. Und bei uns wird es meistens mit Gasgrills gemacht und so. Und darum ist es mit Holzkohle einfach ziemlich besser. Dann zeigt der Bayer, was er kann. Spanferkel schneiden im Akkord. Denn draußen warten die Massen. Dann ein Hilferuf vom Bratwurststand. Denn Spanferkel laufen zwar gut, absoluter Verkaufssitz sind aber die Würste. Expresshilfe vom Festwirt höchstpersönlich. Fritz ist die Beste, ja. Sie ist der Chef da drin. So nett sie sonst sind, bei der Hygiene kennen die Amerikaner keinen Spaß. Fassen Sie bitte nichts mit Ihren Händen an. Da machen wir es mir ganz anders. Wie macht ihr es? Ich sage, wenn wir mir die Würstel drehen, das hat mit der Gesundheitspolizei wirklich nichts zu tun. No. Ich muss echt sagen, wir haben eine strengere Kontrollen wie ihr, muss ich jetzt sagen, und dann fahren wir mir so rüber und dann drehen sie die automatisch. Ja, ich sag bloß. 2 Tage mittendrin im Germanfest. Für Fritz bedeutet das jede Menge neue Rezeptideen und Freunde. Jeder hat mich aufgenommen, jeder wollte mich gleich mit nach Hause nehmen zum Schlafen, hat mich auch wieder eingeladen für nächstes Jahr und mit Frau und dass ich praktisch alles frei bin. Und nächstes Jahr muss ich Englisch lernen. Ja, nächstes Jahr muss ich Englisch lernen. Lerne ich auch schon werde ich lernen. Vorläufig noch ohne Englisch muss Fritz jetzt anpacken. Die hungrigen Gäste stehen Schlange und schließlich sind Bestellungen von Bratwurst und Frankfurter international. Dann ist es für die Schmalzler soweit. Für sie erfüllt sich ein Herzenswunsch. Als Kind hat man geträumt von Amerika. Jetzt stehen wir hier und dürfen viele Amerikaner und viele Auswanderer von Deutschland mit unserer Musik begeistern. Und das ist ein einzigartiges Gefühl. Schnell noch einen Blutwurz und los geht's. So let's hear it for the Schmalzer. Die
Die 5 Jungs aus Bayern lassen es krachen und die Zuschauer feiern mit. Da macht es keinen Unterschied, ob ausgewanderter Deutscher oder deutschstämmiger Amerikaner. 7000 Kilometer Reise für das Konzert. Auch wenn der Fanclub der Schmalzler nicht mit konnte, in Milwaukee hat die Band neue Anhänger gefunden. Nur das unterscheidet sich zu Deutschland. Der Nummer 1-Hit bei den Amerikanern ist eindeutig der Ententanz. Nach 2 Stunden Konzert sind die Schmalzler erschöpft, aber glücklich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Leute sind voll mitgegangen. Es war ein bisschen anstrengend am Anfang, aber die Leute sind hervorragend und super. Der Ausflug nach Amerika hat sich gelohnt. Die Fans stehen auch hier für Autogramme Schlange. Und fürs nächste German Fest sind die Schmalzler schon wieder fest gebucht.